Schöne gute Nummer gewünscht, mein Nummer ist Hinkel an willkommen zu einer neuen Episode auf Infect Plays Games. Haut mal mein kleine erste Impression zu Rainbow Six Siege. Ich spiele das am Moment an der Closed Beta und der sollte heute den 1. Oktober rüber sein. Mit Ubisoft hat dezidiert, zu PC nach bis zum 4. Oktober weiterlaufen zu lassen. Also organisiert der schnelle Key und lädt los. Bislang kann ich just Team Deathmatch Bomb aus Secure Area spielen. Bei Bomb muss ein Angreifer ein von 2 Bomben entschärfen, aber bei Secure Area 10 Sekunden lang einen bestimmten Platz halten. Dabei geht es dann aber auch nach Terrorist Hunt, wo immer bis zu 4 Spieler Karten gegen KI spielen. Dann haben wir noch den Operators Tab. Unter dem Tab fanden wir die verschiedenen Spezialeinheiten, die am Spiel gehen. An alle Spezialeinheiten hat es verschiedene Charaktere, die ihr kann auswählen. Wenn ihr sich das so Charakter wählt, da seid ihr natürlich direkt hier Rüstungswerte, hier verschiedene Gadgets, die sie dabei haben, und natürlich die Waffen, die sie mal zu streuen. Am selben Atemzug kann er dann noch seinen Operator als sein Loadout customizen. Direkt am Loadout seid ihr die verschiedenen Waffen, die ihr hört, und es kann ihn sich stehen nur seinem Spielstil anpassen. Das möchte ihr, indem ihr verschiedene Scopes oder Attachments drop möchtet, und natürlich dürfen noch verschiedene Waffenskins nicht fehlen. Direkt am Anfang fällt einem auf, dass das Spiel nicht so bombastisch ausgesehen, wie ihr aus den Traileren und Gameplay-Videos kennt. Bon, ich konnte natürlich auch nicht alles voll abdrehen, mit Erfahrung seht man aber, dass nicht viel mehr rauszuholen ist. Klassisch fängt in dem Match dann noch mit einer Recon an. Dazu kann ich einen kleinen Drohnen benutzen, mit der ich kann unter den Tieren durchfahren, durch kleine Sputen am Haus fahren und das ganze Gebäude einmal auskundschaften, für eventuell Gegner, Fallen und Bomben zu fangen. Nur der Recon geht es dann noch instant los. Das ist wohl anzumerken, dass am PvP Matcher Phasen angedeelt sind. Es gibt ein Planning Phase, wo in seine Operators und Loadouts festlegt, ein Preparation Phase, wo ihn Recon möchte oder seine Befestigungen aufbaut, und eine Action Phase, an der der richtige Match losgeht. Es gibt allkehr 6 Runden gespielt, wo die Equipen sich als Angreifer und Verteidiger aufsetzen. Sehr geht während dem Spielen aber klar, dass an dem Spiel Kommunikation und Skills gefroht sind. Also etwas, was mit Fremden schwer zu erreichen ist, und dafür empfehlen ich es echt mit Leuten zu spielen, die ihr kennt. Das ist leider ein Punkt im Spiel, der mir nicht so gut gefällt. Wenn ihr dann natürlich spielt mit Kollegen spielt, also du Spaß wirklich nicht zu innerbieten. Heute habe ich mit einem Kollegen zusammen Terrorist Hunt gespielt, weil das definitiv zu einem Abenteuer gegen die gut KI gemacht wird. Der ist nämlich nicht dämlich, er steht rundherum, mir probiert aktiv dich zu flankieren und auf Fallen zu stellen. Das Spiel ist also auch gegen KI eine Herausforderung, solange ihr auf Hard oder Realistik spielt. Wenn ihr dann eine Mission bis gepackt wird, geht ihr mit Erfahrungspunkten, Arena und Punkte belohnt. Mit diesen kann ihr sich dann neue Operators und neue Waffen kaufen, die Erfahrung bringt einem an der Beta aber noch nicht. Die soll später aber Aktie auf mehr Content vom Spiel gehen, mir was genau als bislang noch nicht bekannt. Nachdem sich dann endlich ein paar Stunden am Spiel versunken hat, konnte ich mir dann auch ein kleines Fazit erlauben. Es hat mir wirklich Spaß gemacht und ich sehe Potenzial an dem Spiel. Also nach verschiedenen Bugs wie Key-Sound, Verschwanden vom Hauptmenü oder Random Crashes fixen, aber besonders joinen oder erstellen von einem Squad, wird das Dinge bei Release viele Leute ein riesig Fried machen. Am besten also da war in einer Community schon zu sehen oder mit Kollegen zu spielen, weil sonst kann das Ganze ja ganz monoton gehen. Wenn euch dieses kleine Video gefallen hat, like das, subscribe und zeigt doch nicht also kleine Feedback zu Hannah lassen. Alle dann bis die nächste Kehr, ich bin Hinkel, ciao ciao.